Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ja, wir fangen eine neue Serie an, überrascht von Jesus. Und das Thema am heutigen Tag ist überrascht in deinem Sturm. Ich glaube, wir alle haben es gern, wenn die Sachen in unserem Leben so rauskommen, wie wir sie erhoffen. Wir alle haben es gern, wenn wir die Sachen unter Kontrolle haben. Und auf der anderen Seite erleben wir es alle, dass es eben nicht immer so ist. Ich weiss noch gut, als ich als da war ich etwa 9 oder 10 bin ich. Am Nachmittag bin ich heimgekommen und meine Mami war auf dem Balkon draussen und hat gesagt, hey, Matthias, komm doch schnell zu mir. Sitz mal an. Und sie sagt, lass deinen Bruder, ist im Spital gewesen, sie haben einen Untersuch gemacht an ihm und er hat einen Tumor. Und die müssen den operieren. Und wenn man das nicht macht, kann das sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Und ich weiss, ich bin dort und ich habe gedacht, wow, mein Bruder, ins Spital, operieren, aufschlitzen, Narkose, alles. Ich bin für einen Moment wirklich, wir sind einfach nur Tränen gekommen. Und dann hat die Mami aber gesagt, hey, weisst du was, aber das Schöne ist, wir müssen uns keine Sorgen machen. Sein Leben ist in der Hand von Gott. Und wenn es im Moment auch eher schwierig aussieht, wir dürfen Gott vertrauen. Übrigens, er ist heute gesund, es geht ihm gut, hat keine Nachwirkungen mehr. Aber ich weiss noch, das ist so einer der ersten Momente in meinem Leben, wo ich so eine Situation miterlebt habe in der eigenen Familie, wo ich einfach gemerkt habe, wow, es gibt so Momente, da kommen so Stürme, da gibt es Sachen, die wir nicht mehr im Griff haben. Weiss nicht, vielleicht hast du schon selber erlebt, irgendwo mit dem Auto unterwegs gewesen, plötzlich hast du eine Platte und es geht nicht mehr weiter. Alles, die ganze Zeitplan geht vielleicht durcheinander, vielleicht mit dem Velo. Ich weiss noch, ich bin an meinem ersten Platten mal beim Auto angelaufen und ich habe zuerst gedacht, irgendetwas stimmt nicht, aber ich habe es gar nicht realisiert, was es ist. Ich bin ins Auto eingestiegen und wollte wegfahren und dann plötzlich dachte ich, irgendetwas stimmt nicht. Platte, was muss ich jetzt überhaupt machen? Und das bringt einem völlig aus dem Konzept. Ein anderes Mal bin ich mit einem guten Freund am Reisen gewesen. Wir wollten von England zurückkommen und plötzlich sagt er am Gate, hey, ich habe meine ID nicht und respektive wenn der noch einen Pass braucht, ich habe meinen Pass nicht mehr. Ich weiss nicht, wo ich den habe. Ich habe überall gesucht, hat den Pass nicht gehabt und ich bin allein heimgeflogen. Oder vielleicht hast auch du irgendwo gesundheitsmäßig irgendwo einen Bericht bekommen, dass vielleicht etwas nicht gut ist in deinem Körper, dass vielleicht etwas nie wird so sein, wie es eigentlich sollte sein. Vielleicht hast du mal eine Kündigung in deinem Leben bekommen oder hast irgendwo finanzielle Verlust gehabt. Irgendetwas ist so anders gekommen, finanziell, als du es dir vorgestellt hast. Stehst plötzlich da mit Schulden oder dürfen wir manchmal nicht vergessen, wenn man älter wird. Mir hat gerade letzte Woche jemand gesagt, Matt, es ist im Fall nicht einfach, alt zu werden. Und vieles nicht mehr geht. Ich glaube, wir alle kennen so Momente, wo wir die Sachen nicht mehr unter Kontrolle haben, wo Sachen in unser Leben kommen, die meistens unerwartet sind. Und dann geht oft so ein kleines Lebenskonzept durcheinander. Vielleicht ärgern wir uns, dass gewisse Sachen passieren, sind enttäuscht, sind vielleicht traurig, wissen manchmal nicht, wie weiter. Und auf der anderen Seite, es gehört auch zum Leben. So Sachen können wir nicht einfach ausschliessen, nicht einmal, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und es gibt manchmal sogar Situationen, wo wir denken, Gott, ich verstehe dich nicht mehr, ich check nicht mehr, warum lässt du so etwas zu? Und ich werde euch heute in die Geschichte reinnehmen. Und auch in den Gedanken reinnehmen, dass Gott manchmal in unserem Leben eben auch Stürme zulässt, um etwas zu tun in unserem Glauben, in unserem Fundament und etwas, was uns am Schluss wirklich verändert und stärkt.
Und ich werde euch in eine Geschichte reinnehmen, in der Bibel, die viele gut kennen, aus Markus 4. Es heißt da, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. Und so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen, doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Da sehen wir, auf was Jesus auch Wert gelegt hat. Er hat gesagt, hey, ich erwarte eigentlich von euch, wenn ihr mit mir unterwegs sind, dass ihr Glauben habt. Und voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, wer ist dieser Jesus, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und ich glaube, der erste Teil von dieser Geschichte zeigt uns eigentlich, dass es sich lohnt, auf die Worte von Jesus zu bauen, auf das Wort von Jesus zu vertrauen, dass unser Glauben auch Qualität zunimmt. Aber lasst mich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Was war nämlich vorher gewesen? Jesus hat den Menschen viele, viele Geschichten vom Reich Gottes erzählt. Er hat ihnen beispielsweise erzählt, dass das Reich Gottes so ist wie ein Ackerfeld, wo ein Bauer an ist und er hat Samen ausgesät. Und Teil von dem Samen ist kaputt gegangen, dort, wo es nicht in die Tiefe gegangen ist. Aber Teil von dem Samen ist aufgegangen und hat Frucht gebracht, 30, 60 und 100-fältig. Und Jesus hat Zuhörer gelehrt, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern dass etwas bewirken in uns, dass wir es mitnehmen, verdauen. Und ich kann mir vorstellen, als die Jünger das gehört haben, haben sie gedacht, hey, mega cool, wir sind mit Jesus unterwegs, da wird mega cool auch in unserem Leben geschehen, wir werden Erfolg haben, 30, 60, 100-fältig, Erfolg, das ist mega cool mit Jesus. Oder vielleicht das Gleichnis, das Jesus dort erzählt hat, vom Senfkorn, das kleinste Senfkorn, wo man dort, oder das kleinste Korn, das man gepflanzt hat, ist Senfkorn gewesen. Und Jesus sagt, hey, auch wenn es so klein ist, aber wenn es wächst, hey, es wird ein Baum oder ein grosser Strauch, wo die Vögel drin nisten. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger haben das so gehört, haben gedacht, hey, weißt du was, wir sind ein Nobody gewesen, noch vor wenigen Wochen. Jetzt sind wir mit Jesus unterwegs. Tausende von Leuten können hören. Wir sind seine Jünger. Wir sind Somebody. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du aus einem Nobody ein Somebody. Und ich kann mir vorstellen, es sind so wirklich gute Dinge gewesen. Hey. Ich kann mir vorstellen, Jesus sagt, hey komm, wir wollen an die andere Seite vom See fahren. Die Jünger sagen, okay, cool, nächstes Abenteuer, mal schauen, was dort geschieht. Dort werden wieder Leute sein. Es ist einfach mega cool, mit Jesus unterwegs zu sein. Und Erfolg zu haben. Erfolg zu haben, das kann fast süchtig machen. Und sie sind sie in Boot eingestiegen, haben als andere Ufer fahren, haben Jesus mitgenommen und haben einfach gesagt, hey, Jesus hat gesagt, wir sollen überfahren, machen wir, wir werden noch viel, viel mehr Cooles erleben. Und dann ist es so anders gekommen. Vielleicht noch ganz kurz in dieser Geschichte heisst, dass andere Boote dabei sind. Und es scheint mir, als hat der Markus bewusst sagen, hey, weißt du was jetzt und was in dieser Geschichte passiert ist, das verdient Vertrauen. Dieser Geschichte dürfte glauben, die hat wirklich so stattgefunden, weil da sind andere dabei gewesen als Augenzeugen. Sie machen sich auf den Weg und kaum sind sie auf dem Weg, Jesus legt hinten ins Boot rein, vermutlich K.O., weil er predigt hat, den ganzen Tag und schlaft ein und plötzlich kommt ein Megasturm. Und die Jünger, am Anfang kann man vorstellen, haben sie gedacht, ja, easy, hey, kein Problem, kennen wir alles, wir sind erfahrene Fischerleute, hey, Jesus ist ja auch da, no problem, es kommt alles gut. Aber es ist nicht so gut gekommen.
Die Wellen sind immer höher geworden und sie haben angefangen zu schöpfen und rausschöpfen. Ich weiss nicht, ob die Lenzpumpen versagt haben auf dem Boot. Auf jeden Fall, es ist mehr Wasser reingekommen, als sie rausschöpfen können. Und Panik und Verzweiflung bricht aus. Und wisst ihr, an diesem Punkt, auch weil Jesus nachher gesagt hat, habt ihr keinen Glauben. Glaube ich, lohnt es sich für einen Moment, dass wir uns überlegen, was ist eigentlich das Problem der Jünger? Ich meine, wir wissen, die Geschichte ist gut ausgegangen. Und wir wissen, eigentlich, wenn Jesus dabei ist, es kommt gut raus. Aber trotzdem, schaut, es ist so einfach, der Geschichte zuzulassen, hier in Silberen auf einem der bequemen Stühle zu hocken und Däumchen dürfen zu drehen bei 24 Grad da drinnen im Schermen und einfach wissen, hey, bei mir ist es easy. Und man ist nicht selber in der Geschichte drin, aber wenn du selber in einen Sturm hineinkommst, was passiert dann? Und ich glaube, wenn ganz kurz in den Glauben von diesen Jüngern reinschauen, Jesus kritisiert sie nämlich und er sagt, habt ihr keinen Glauben? Und ich werde mit euch drei Sachen anschauen, die ihrem Glauben gefehlt haben. Und ich glaube, dass wir davon lernen können, und zwar, wenn ich das mache, nicht um die Jünger zu kritisieren, sondern ich glaube, wir sind so oft genau so wie sie. Und so ähnlich wie sie denken wir auch und reagieren wir auch. Und zwar erstens, die Jünger sind sowas von vergesslich gewesen. Was hat denn Jesus gesagt am Anfang? Er hat gesagt, lasst uns als andere Ufer überfahren. Und er hat ihnen nicht gesagt, ihr geht über, sondern er sagt, hey, hört, lasst uns, das heisst, ich bin dabei. Ich werde mit euch kommen und ich werde mit euch als andere Ufer überkommen. Und ich weiß nicht, ob die Jünger das vergessen haben, aber wenn Jesus etwas gesagt hat, jedes von seinen Worten ist überdacht gewesen, ist sorgfältig gewählt gewesen, und jedes von den Worten von Jesus, das haben sie eigentlich gewusst, hat nicht nur eine Bedeutung, sondern ist absolut zuverlässig. Und ich habe mir so überlegt, hey, wie schnell geschieht es in unserem persönlichen Leben? Dass wir irgendwo in so einen Sturm, in eine Situation reinkommen, wo wir zu unter Opsi sind, wo unsere Gefühle irgendwo haben, vielleicht wie ein Sturm im Wasserglas, und wir vergessen die vielen, vielen Versprechen, die Jesus gemacht hat. Und einmal hat Jesus gesagt, ihr denkt nicht, wie Gott denkt. Oder hat er mal an einer anderen Stelle gesagt, dass wir lernen, geistlich zu denken und nicht menschlich. Und geistlich zu denken bedeutet, hey, ich vergesse das Wort von Jesus nicht und ich schenke denen mehr Vertrauen als meine eigenen Gefühle, meine eigenen Ängste, meine eigene Seele und meine eigenen Befürchtungen. Das ist das, was wirklich einen starken Glauben ausmacht. Und das Zweite, was mir auffällt bei den Jüngern, sie haben versucht, ihre Probleme selber zu lösen. Und jetzt brauche ich schnell den David da. Er bringt mir da den Kübel. Danke vielmals. Und ich sehe sie dort im Boot. Und sie versuchen mit allen Kräften das Boot einfach leer zu schaufeln. Und ich habe gedacht, hey, geht es uns nicht oft auch so? Wenn wir irgendwo in einen Sturm kommen in unserem Leben, wir versuchen es selber, zuerst einmal mit der eigenen Erfahrung. Kenne ich glaube, so und so kann ich es lösen, so und so kann ich das Problem irgendwie rausschaufeln in meinem Leben. So und so würde ich damit umgehen. Und auf der anderen Seite, die Jünger merken, weißt du, unsere Erfahrungen, auch als Fischerleute, lange nicht. Wir haben eine Situation vor uns, die ist grösser als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Und sie merken, dass sie an ihre Grenzen kommen. Schaut, so oft ist Jesus für uns Menschen einfach Ultima Ratio, die letzte Vernunft. Das Letzte, wo wir darauf zugreifen können. Aber weißt du was? Ein echter, ein tiefer Glaube. Bei dem ist Jesus nicht Ultima Ratio, sondern Prima Ratio. Das heisst, die erste Vernunft. Wenn du einen Glauben willst entwickeln, wo wirklich auch die Stürme und Challenges von deinem Leben wirklich auch überwindet.
wenn du wirklich mit den Challenges vom Leben zu Gang kommen willst, dann muss Jesus der sein, an den du zuerst gelangst in deinem Leben, wenn irgendwo ein Problem kommt. Schaut, Jesus hat doch gesagt, wir wollen das andere Ufer fahren. Und weißt du, also über deinem Leben steht eigentlich ein ähnliches Wort von ihm. Und er sagt, hey, wir wollen, ich will mit dir ans andere Ufer gehen. Oder man kann es vielleicht auch sagen, ich will mit dir ans Ziel von deinem Leben kommen. Und über deinem Leben steht das Wort von Jesus. Das heisst in anderen Worten, hey, er wird dich nie in deinem Leben irgendwo im Stich lassen. Aber er wird nicht verhindern, dass gewisse Stürme an dein Leben herankommen. Weißt du wieso? Damit du erkennst, wie tief dein Glauben ist an Gott. Und ich weiss das aus meinem eigenen Leben. Die Stürme in meinem Leben zeigen mir, welche Qualität mein Glaube wirklich eben auch hat. Die Stürme von meinem Leben zeigen mir oft auf, wo es fehlt in meinem Glauben. Und was mir noch auffällt, das dritte Problem irgendwo von den Jüngern ist das gewesen, dass ihr Vertrauen in das Wort von Jesus extrem schwach war. Wenn sie wirklich dem Wort vertraut hätten, dann hätten sie relaxen und der Petrus hätte sagen zum Johannes, weisst du was, weiss nicht, wie es weitergeht im Moment. Weiss nur, er hat gesagt, wir gehen das andere Ufer. Weiss nicht, ob es ein U-Boot gibt aus unserem Boot heute. Ich weiss nur eins, er hat gesagt, wir gehen das andere Ufer. Aber sie haben diesen Wort von ihm nicht vertraut. Und schaut, ich habe so gedacht, wie viele Menschen gibt es auch heutzutage, die sich vielleicht auch, wo vielleicht Jesus und die Zuverlässigkeit von seinen Worten noch nie kennengelernt haben. Und dann sagen die Menschen einfach, hey, weißt du, so, ich glaube auch an eine höhere Macht. Ich glaube auch an, es muss irgendetwas geben, was gut meint mit uns Menschen. Aber weißt du, ich kann dir sagen, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es irgendeine höhere Macht ist, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwo ein Alien, irgendwo da oben im Space, hey, meine Güte, ich will mein Leben dem nicht anvertrauen. Jesus, er ist die höhere Macht. Und er hat einen Namen und er ist eine Person. Und das Interessante ist, überall dort, wo Menschen ihr Vertrauen auf ihn setzen, auf seine Worte anfangen setzen, dort kommt ein Change, dort kommt eine Veränderung wirklich in ihr Leben. Weißt du, ich werde dich vielleicht einmal fragen, kann es sein, dass du durch einen Sturm gehst in deinem Leben, weil Gott versucht, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen? Kann es sein, dass vielleicht du gerade in deinem Leben durch eine Situation jetzt gehst, wo du sagst, hey, ich habe es nicht mehr ganz unter Kontrolle. Vielleicht dich selber nicht mehr. Vielleicht eine Beziehung nicht mehr. Vielleicht etwas im Geschäft nicht mehr. Etwas ist nicht mehr unter deiner Kontrolle. Kann es sein, dass Gott versucht, dir zu sagen, meine Güte, ich lasse dich in den Sturm gehen. Checkst es? Und du sagst, warum soll ein guter Gott mich durch einen Sturm gehen lassen? Weißt du was? Weil er dich so liebt, dass er sagt, ich will, dass du lernst vertrauen. Ich will, dass du lernst, wirklich deinen Glauben auch auf Jesus wirklich zu gründen. Ich will, dass du aufhörst, auf dich selber zu vertrauen. Ich will, dass du merkst, dass du noch so schöpfen kannst in deinem Leben. Dir fehlt etwas. Und dir fehlt das absolut Entscheidendste. Und das ist eine persönliche, lebendige Beziehung zum Schöpfer, zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat, zu dem, der deine Situation schon lange im Griff hat. Wo sie kennt, wo sie weiss, wie es ausgeht. Ich habe mich so gefragt, könnte es sein, dass die Corona-Krise so etwas ist, was Gott bewusst zugelassen hat für unsere westliche Welt? Schaut, wir haben alles irgendwo bei uns so unter Kontrolle. Ich bin gereist, ich war Zweitweltländer, ich war Drittweltländer und ich merke, die Leute sind dort viel offener für Gott.
Und ich glaube, einer der Gründe, warum Menschen da nicht so offen sind für Gott, ist, wir haben alles im Griff. Wir haben für alles eine Versicherung. Hey, wir haben für alles irgendwo ein System. Wir haben die Feuerwehr, wir haben die Polizei, wir haben relativ wenig Korruption in unserem Land. Wir haben ein Rechtssystem, das einigermaßen funktioniert. Und wir haben alle ein Schweizer Bankkonto oder ein Postkonto. Und bei den meisten ist dort mehr als $1,50 drauf. Und wir haben eine erste Säule, eine zweite Säule, die einen haben sogar noch eine dritte Säule. Und ich weiß auch nicht, ob es noch eine vierte Säule gibt, keine Ahnung. Wir haben so viele Säulen, wir haben so den Eindruck, unser Leben steht so solid, dass Gott irgendwann hätte mal müssen sagen, liebe Leute, ich glaube, es ist Zeit, dass eine Erschütterung durch die Welt geht. Dass man merkt, es gibt mehr als das, was man sehen. Das wäre so ein Moment für ein Amen. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Schaut, erst im Sturm, erst wenn wir merken, meine Güte, wir haben es als Menschen einfach nicht im Griff, erst dann können wir manchmal erst auch fragen, was zählt wirklich, um was geht es wirklich? Gibt es wirklich einen Gott? Und wisst ihr, das Schöne ist eigentlich an dieser Geschichte, die Jünger haben sich an Jesus gewendet. Und sie sind sogar ein bisschen aggro gewesen. Er hat gesagt, ist dir denn völlig egal, dass wir untergehen? Ich kann mir vorstellen, Jesus, es heisst zwar, er hat geschlafen, aber ich glaube, er hat immer wieder mal ein bisschen blinzelt und hat gedacht, jetzt will ich mal schauen, was sie machen. Jetzt will ich mal schauen, der Petrus ist am Schöpfen, er ist am Schöpfen und er schreit die anderen an, sie sollen mehr schöpfen. Er hat gedacht, wenn kommt es ihnen in den Sinn, sich an mich zu wenden? Und dann sind sie gekommen. Und dann tut Jesus etwas, was sie nicht erwartet haben. Er steht auf und er redet zum Wind, hat dem Wasser befohlen, schwieg bis still. Schwieg bis still. Und in dem Teil von dieser Geschichte möchte Gott uns eigentlich Folgendes zeigen, dass er die Lösung ist für die Stürme in unserem Leben und dass er die Lösung ist für den grössten Sturm in unserem Leben. Ich werde euch das schnell erklären. Schaut, Jesus, genauso unerwartet, wie er sie den Sturm auch hat reingebracht, genauso unerwartet hat er den Sturm auch gelöst für sie. Und wisst ihr, was mir auffällt? Ich meine, Jesus hat ja können schöpfen, oder? Nach dem Motto, weißt du was, also dass jetzt nur 12 schöpfen, hey, wenn es 13 sind, könnten wir es schaffen. Aber Jesus macht etwas anderes. Er ist nicht in die Symptombekämpfung gegangen, sondern er ist in die Ursachenbekämpfung gegangen. Und ein gewisses Problem liegt nicht, dass sie nicht drinnen, dass sie nicht genug schnell schöpfen können. Das Problem ist der Sturm, wo wir drin sind. Den müssen wir lösen. Und Jesus steht auf und redet zu dem Sturm, er redet zum Wind, er redet zu den Wellen, schwieg bis still. Schon noch interessant. Und dann kommt das, es heißt, und es herrschte tiefe Stille. Hey, das Chaos, das vorher noch war, die Situation, die die Jünger nicht mehr unter Kontrolle hatten, plötzlich kommt etwas, eine tiefe Stille, ein tiefer Frieden. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger haben einander angeschaut und es heisst drinnen, sie sagen, wer ist der Jesus? Wer ist der Jesus? Schaut, er hat das da, was kein anderer Mensch hätte tun können. Er hat den Sturm gestillt. Und schaut, das ist genau das, was Jesus für uns auch wirklich tun will. Zuerst einmal, er sieht die Stürme, wo du durchgehst. Er sieht die Stürme, wo du durchgehst, vielleicht in deinem Business, vielleicht in deinem Geschäft, vielleicht in deinen Gefühlen. Er sieht Turbulenzen in deinem Leben, wo du die vielleicht hast mit dir. Vielleicht auch mit deinen Aggressionen oder vielleicht auch Momente von der Verzweiflung. Vielleicht mit depressiven Gefühlen in deinem Leben. Vielleicht mit Zorn auf Menschen. Er sieht die Stürme in deinem Leben und weisst du was? Er ist gross genug, um diese Stürme zu legen und deinem Leben wirklich Frieden zu geben. Und nicht nur das, Jesus sieht den grössten Sturm, der in unserem Leben tobt. Und das ist der Sturm zwischen Licht und Finsternis. Das ist der Sturm zwischen dem Teufel und zwischen Gott.
Und das ist der Sturm, wo jeder Mensch irgendwo drinnen ist. Und beide kämpfen um dein Leben. Der eine, sagt die Bibel, ist gekommen, um dein Leben kaputt zu machen und zu zerstören. Er ist der Grund, letzten Endes, für alles Negative und Böse in deinem Leben. Und das ist ein guter und lebendiger und wunderbarer Gott, der dir ein neues Leben will geben. Und er ist der Einzige, der diesen Sturm mit deinem Leben kann wirklich auch kann stillen. Er ist der Einzige, der dich frei machen kann in deinem Leben von dieser Power, vielleicht immer wieder das Falsche zu sagen, in die falsche Richtung zu gehen. Er ist der Einzige, der dich frei machen kann von dieser Power, die dich zur Sünde, zum Bösen, zum Negativen, zur Untreue, zu falschen Wegen wirklich führt. Er ist der dich frei machen kann von dem. Wie viel Mal sagen wir Menschen, weißt du, Matthias, das bin nicht ich gewesen, das ist, oder hey, ich kann einfach nicht mehr anders können als. Weißt du was, du kannst es nicht, aber Jesus kann. Und weißt du, das führt uns dort an, zu dem Punkt, wie macht denn das Jesus möglich? Und die Bibel erzählt uns, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Hast du dich mal gefragt, warum haben sie Jesus gekreuzigt? Warum ist der Jesus vor 2000 Jahren ans Kreuz geschlagen worden? Es gibt, glaube ich, 2 offensichtliche Gründe, was könnte gewesen sein. Also das eine ist, Jesus war wirklich ein Verbrecher gewesen und jetzt verdient. Todesstrafe. Aber wenn wir das Leben von Jesus anschauen, merken wir, das kann es nicht gewesen sein. Weil Jesus fair, ehrlich, aufrecht, liebevoll mit den Menschen umgegangen ist. Zweitens, es könnte ein Justizirrtum gewesen sein. Gibt es ja auch heute noch. Anscheinend gibt es irgendwo, dass Leute so Unrecht zum Tod verurteilt werden. Das ist ein Teil der Geschichte der Menschheit. Ein Irrtum. Aber wenn wir die Geschichte anschauen, hat Jesus, lang bevor er verurteilt worden ist, gesagt, ich muss den Weg ans Kreuz gehen. Ich werde dort am Kreuz erhöht werden. Ich werde getötet werden von den Römern. Was ist denn der Grund? Was ist der Grund? Der Grund hat mit dir zu tun. Jesus hat deine Schuld, Jesus hat deine Sünde gesehen. Und er hat gesehen, dass es dich trennt von Gott. Die Bibel sagt sogar, dass Gott zornig ist auf unsere Sünde. Und Jesus hat gewusst, es braucht ein ultimatives Opfer von jemandem, der wirklich gerecht ist, der qualifiziert. Dann wird der Fluch von Gott über dem Leben weggenommen. Der Zorn von Gott abgewendet. Der Mensch bekommt Frieden mit ihm. Die Bibel sagt, dass auf ihm unsere Schuld liegt. Dass Gott unsere Fehler, unsere Sünden, das Schlimmste in unserem Leben und das Kleinste, was uns vielleicht nicht einmal bewusst ist, auf ihn gelegt hat. Und dass er uns vergibt und vergeben will, als wäre nie etwas gewesen. Das hat Jesus da am Kreuz. Und ich will dir heute Morgen zurufen, hey, wenn du vielleicht Jesus noch nicht kennst, er ist in der Lage, an dem heutigen Tag, der grösste Sturm, der grösste Kampf um dein Leben, den Kampf, den zu einem Ende zu führen, den Sturm zu stillen und dass in dein Herz der Friede von Gott einzieht. Nämlich in dem Moment, wenn du Jesus annimmst, deine Schuld bekennst und sagst, ich will dich. In dem Moment zieht der Friede von Gott ein und der Sturm ist zu Ende. Du wirst ein Kind von Gott, du bist geborgen in seiner Hand forever. Forever.
Und ich will dir zurufen, und wenn du Jesus vielleicht schon lange kennst und irgendwo durch einen Sturm gehst, Jesus hat gesagt am Kreuz von Golgatha, es ist vollbracht, er ist der König, er ist der Herr über jeden Sturm in deinem Leben, sei das Krankheit, sei das Problem mit Menschen, sei das finanzielle Problem, sei das Beziehungsproblem. Jesus, er hat gesagt, es ist vollbracht. Und wenn du an ihn glaubst, weißt du, was du machen darfst? Du darfst zum Sturm in deinem Leben sagen, bist still. Weil du durch den Namen von Jesus die Autorität hast, auch zu den Situationen in deinem Leben zu sprechen und die Kraft von Gott drinnen wirklich auch zu proklamieren. Wow! Und liebe Freunde, das wollen wir jetzt einfach noch machen, indem wir einfach auch im Gebet zu Jesus kommen. Für die Stürme und in den Stürmen von deinem Leben. Und vielleicht bist du da und sagst, hey Matthias, hey, ich bin kein Sturm. Es war wenigstens schön für die ja im sind, für die hast du predigt heute Morgen. Du weißt nicht, wenn der Nächste kommt. Du weißt es nicht. Und ich weiß auch nicht bei mir. Aber ich weiß eins. Ich will bereit sein. Und ich will nicht, dass wie Jesus zu mir mal muss sagen, hey Matthias, das war dein Glaube gewesen, sondern ich glaube, Jesus, er möchte, dass wir seinen Wort tiefes Vertrauen schenken. Ihm wirklich glauben, wie die Bibel sagt. Das mitnehmen. Und weißt du was? Dann kann kommen, was er will. Du bist ready, du bist gewappnet. Ohne, dass du Angst haben musst. Das will ich vielleicht noch schnell sagen. Es ist nicht so, dass er irgendwie unberechenbar ist und sagt, ja, jetzt lasse ich da wieder mal einen Sturm kommen. Er ist ein guter Gott. Aber wenn der Sturm kommt, wie schön, wenn du Jesus nicht nur im Boot hast, sondern wenn du ihn kennst und wenn du gelernt hast, dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Wollen wir noch beten miteinander. Herr Jesus, ich werde heute Morgen speziell beten für Menschen, die irgendwo durch Stürme gehen in ihrem Leben. Ich werde speziell beten für die Herr, ihren Emotionen, ihren Gefühlen, ihren Ängsten gefordert sind. Und vielleicht, Herr, sagen, ich habe die Sache nicht mehr unter Kontrolle, ich weiß nicht, wie es durchgeht. Herr Jesus, zusammen mit ihnen werde ich zu diesen Stürmen wirklich auch reden heute Morgen und sagen, im Namen von Jesus sind stille. Im Namen von Jesus kommt der Frieden von Gott wirklich in unsere Herzen hinein. Im Namen von Jesus fängt der Wind an, sich zu legen, fängt die Wellen sich an zu legen und eine tiefe Stille zieht ein. Du sagst, das ist der Frieden von Gott, der grösser ist als alle Vernunft. Jesus, ich bete einfach, dass wir das mitnehmen dürfen, dass wir das nicht vergessen, sondern dass wir ready sind, egal was kommt, das zu leben und in dieser Dimension vom Glauben wirklich zu leben. Und Jesus, ich bete jetzt für Menschen, die da sind, die gehört haben, weißt du, Jesus, er will die letzten Endes zu mir auch kommen. Er will in mein Boot kommen. Er will Teil von meinem Leben werden. Er will der König, er will der Herr, er will der grosse Gott wirklich in meinem Leben werden. Und vielleicht hast du bis zum heutigen Tag dein Vertrauen auf viele andere Sachen auch gesetzt und hast an dich geglaubt und hast vielleicht einfach an das Schicksal, an die Umstände geglaubt. Weißt du, ich will dir sagen, glaub doch an den, der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben. Glaub doch an den, der vor langer Zeit schon bewiesen hat, dass er grösser ist als alle Umstände. Glaub doch an den, der sein Leben gelassen hat für dich am Kreuz von Golgatha. Wo Jesus dort gehangen ist, hat er ganz einen wichtigen Satz gesagt. Und er hat gesagt, vergib ihnen. Vergib ihnen. Vergib den Menschen. Ich will dir sagen, hey, heute Morgen darfst du dich zu Jesus wenden und du darfst ihn einladen, in dein Leben zu kommen, dir deine Sünden zu vergeben, den grössten Sturm zu stillen, dass du Frieden bekommst, wirklich mit Gott. Dass du Frieden bekommst in dein Gewissen, dass du Frieden hast mit Gott für immer in deinem Leben. Und wenn wir so im Gebet sind und wir unsere Augen zu und will ich fragen, ist jemand da heute Morgen, der sagt, hey, weißt du was, ich brauche das, ich wette das, ich wette den Frieden mit Gott. Und wenn das dein Wunsch ist, heb doch deine Hand für einen Moment einfach auf und sag, hey, ich möchte den Frieden empfangen. Weil ich will gerne für dich beten. Ist jemand da? Danke vielmals. Sind noch andere Menschen da?
Heb doch deine Hand für einen Moment einfach auf. Dankeschön. Es sind noch andere Menschen da. Danke, danke. Das ist so schön. Ist noch jemand da heute Morgen? Du spürst in deinem Herz, du wettest den Frieden mit Gott. Hey, die ihre Hände erhoben haben, ich möchte euch ganz spezifisch einladen an eurem Platz. Betet doch dort mit mir an das Gebet nachher. Und sagt doch, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir, wie ich bin. Danke, dass ich an dem Tag hier in Silbern bin. Ich spüre, das ist kein Zufall. Und Jesus Christus, ich möchte dich einladen, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du den grössten Sturm in meinem Leben stillst. Und dass ich von jetzt an Frieden mit Gott habe. Danke, darf ich das annehmen. Herr Jesus, und ich möchte dir folgen. Ich möchte dir vertrauen. Und ich danke dir, dass du von jetzt an mit mir in alle Stürme von meinem Leben kommst. Dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, sondern dass du gross genug bist, um in allen Stürmen zu sagen, bist still. Jesus, ich will dir nachfolgen und ich möchte dich besser kennenlernen. Amen. Amen. Hey, wenn wir doch diesen Menschen wirklich einen Applaus geben, das ist so wunderbar, dass ihr Jesus zugewendet habt. Und wir möchten einfach sagen, hey, da auch als Kirche, da am Standort Silber, hey, wir möchten für euch da sein. Den Weg mit Jesus müsst ihr nicht allein gehen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.